In Indonesien und Malaysia, wo mehr als 80% des weltweiten Palmöls produziert wird, kommt es immer wieder zu massiven Menschenrechtsverletzungen, Lebensraumvernichtung und Landraub. Bei der Palmölproduktion in Indonesien haben wir vor allem zwei verschiedene Probleme bemerkt, die die Bevölkerung hier betreffen. Das eine und ein sehr zentrales Problem betrifft die Landfrage. Das heißt, es geht um Landnahmen, um Verdrängungen der Bauern und Bäuerinnen durch die Unternehmen, die hier Ölpalmen anpflanzen. Und zum anderen gibt es natürlich Konsequenzen für die Menschen, die bei den Unternehmen arbeiten, die die Arbeitsrechte und die Arbeitsbedingungen betreffen. Zwischen 1990 und 2010 haben sich in den Hauptanbauländern Indonesien und Malaysia die Anbauflächen fast vervierfacht. Und der Bedarf an Palmöl wird weiter wachsen. Die neuen Anbauflächen gehen in Indonesien zu 60% auf Kosten artenreicher Regenwälder und Moore, wodurch enorme CO2-Emissionen entstehen. Durch den Anbau von Palmöl auf Torfböden werden Unmengen an CO2 freigesetzt. Das führt dazu, dass Palmöl einen sehr hohen CO2-Fußabdruck hat, zum Teil höher als fossiles Öl. Durch die Brände der torfreichen Böden entwickelt Indonesien zeitweise mehr Treibhausgasemissionen als die gesamte Industrie der USA. Wird der Boden trockengelegt, fängt der Verrottungsprozess an und das ganze CO2, das hier gebunden worden ist, wird in die Atmosphäre freigesetzt.